Asimbonanga. Masango heißt offene Tore. Was so wichtig ist an unserem Kindergarten, sage ich mal, ist, dass die Kinder schon von klein auf eine Art Sicherheit haben, eine Art Halt haben, was sie oft eben nicht haben, wenn sie auf der Straße sind, wenn sie nicht in den Kindergarten gehen. Ganz, ganz wichtig finde ich aber auch, dass die Kinder im Township auch mal lernen, dass sie geliebt werden, dass sie Zuneigung bekommen, dass die Welt auch schön ist oder schön sein kann, dass es auch Vertrauen gibt, dass die Kinder vertrauen können darauf, dass sie jeden Tag etwas zu essen bekommen. Die Menschen leben, wie man es hier auch im Hintergrund jetzt schon sieht, viel eben in Blechhütten, in Holzhütten, die sie sich selber bauen. Und klar, in den Blechhütten ist das Leben entsprechend hart. In so einer Blechhütte, da leben 2, 5, 8, teilweise 10 Leute. Wenn man ein Doppelbett hat, was man bei uns als Doppelbett kennt, da schlafen 4 Personen drin. Man hat kein fließend Wasser. Das heißt, die holen sich an einem Wasserhahn, der dann immer zwischen den Häusern irgendwo steht, holt man sich eine Schüssel voll Wasser, dann versucht man das ein bisschen aufzuwärmen. Also Duschen gibt es überhaupt nicht. Das sind halt hier die Hütten, wenn man sich das anschaut, das ist so winzig klein. Das Rosane hier ist dann eine Toilette und hier hat man dann die Blechhütte, die ist 9 Quadratmeter, ne? 3 mal 3 Meter, winzig, winzig klein. Sowas wie das ist eine Kirche. Ne? Das ist kein privates Haus, sondern das ist eine Kirche, wo Menschen sich treffen und singen und beten. Die Kinder kämpfen natürlich hauptsächlich damit, dass sie keine Zuwendung erhalten. Die Eltern haben keine Zeit und aber auch keine Energie mehr, sich ihren Kindern zu widmen, wie wir das vielleicht in Europa können. Wenn man die Lebensbedingungen sieht, die Menschen sind froh, wenn sie überhaupt eine Arbeit haben und dann abends nach Hause kommen und sind müde und kochen was für die Kinder. Und dann, das heißt, die Kinder sind sehr, sehr früh von jungem Alter an sich selbst überlassen. Masango has 3 different parts at the moment. It has the kindergarten, which happens in the morning from 7 to 3:30, and then we've got the after-school care with the children that does soccer and other activities that starts from 3:30 until 6 o'clock in the evening. We've got another group which is just for singing, music, dancing, that we take to a tour overseas. Vula Masango means an open space for young children and young people of South Africa, where they can get whatever they can't get outside the organization. For example, they can get food, that's the simplest thing. They can get to be looked after, to be cared for. It's a home, it's a different home where children are allowed to expand, to grow, to think differently out of the box that they're coming from, where they can be free, they can share their problems, they can share their joys, they can be looked after. I mean, I don't know anyone who hasn't had anyone in their family around their surrounding either being stabbed or shot. It's like an everyday thing. I mean, being robbed of your cell phone. You can't walk in the townships with anything that you own. They grow up to having dreams, because they don't have dreams. When you know you can't get food for the next day, then you can't have a dream for the future. You just live for the day.
in my nature, I would say it's part of me, looking after people. That's the special reason. I'm able to look after children, and seeing them smiling, seeing them being looked after, seeing them happy makes me happy. When we come early in the morning to play here, then after that, we're going to the breakfast, to eat breakfast. After breakfast, then we're going to the brush their teeth. They must know the rhythm of the day. The children, they learn how to behave first, because we have boundaries. The child must know their boundaries. I'm not a teacher only here. I'm a teacher, I'm a social worker, I'm a doctor, I'm a mother, so I'm everything here. Now it's a time to rest now, so they're sleeping because they are waking a lot in the morning and running, playing outside. So now it's a time to the body must sleep and rest.